Ja, wir haben ja heute einen Gast unter uns, der Predigt haltet, der Markus Müller. Wie kommt das, dass er überhaupt zu uns kommt? Ganz kurz, ich habe ihn bei einer Tagung mal gehört, vor etwas mehr als einem Jahr. Und war so begeistert gewesen, dass ich gerade 2 von seinen Büchern gekauft habe und gelesen habe. Und spätestens da habe ich gedacht, der Markus Müller, der muss unbedingt einmal zu uns in die Gemeinde kommen, weil er hat wirklich sehr viel zu sagen zu dem Thema, wenn man älter wird. Nicht nur, aber auch. Ich weiss von Markus Müller, dass er 5 Jahre älter ist als ich, nämlich 68, darf man schon sagen. Dann weiss ich, dass er in verschiedenen Werken tätig war in seinem Leben. Ich weiss auch, dass er schon über 10 Jahre Heimpfarrer ist in Remismühli. Und ich weiss auch, das hat er mir noch nicht lange verraten, dass er in 25 Tagen in Pension gehen wird. Also schön bist du heute noch da bei uns, bevor du in Pension gehst. Ich weiss auch, dass er eben verschiedene Bücher geschrieben hat. Es hat hinten einen Büchertisch, da kommen wir dann später noch drauf. Aber ich weiss ganz vieles über ihn nicht und ihr wahrscheinlich auch. Und darum habe ich gedacht, ich frage ihn doch gerade persönlich noch ein paar Fragen, bevor wir dann in die Predigt einsteigen. Darf ich dich bitten, zum Führen kommen? Gut, ja, ich habe mir eine Frage überlegt, wo ich gedacht habe, die ist noch spannend. Du wohnst ja schon lange in der Region Winterthur, in der Remismühli, oder nach von Remismühli, glaube ich. Und hast aber so einen schönen Berner Dialekt, der nicht zu überhören ist. Jetzt würde mich das wundern, woher kommst du ursprünglich und was hat dich bewogen, so weit von Bern weg in die Ostschweiz zu gehen? In Wilden Osten, genau. Ich bin Emmentaler, genau, das hört man eben schnell. Und wollte ein Bauer werden im Emmental. Und das war mein erster Misserfolg. Das habe ich nicht geschafft. Die Eltern haben dann gefunden, ich sollte aufs Gymnasium. Und aus dem heraus habe ich nachher Heilpädagogik studiert, weil ich ein schlechter Schüler war. Und wollte ein Fach studieren, das sicher nichts mit der Schule zu tun hat. Und darum habe ich klinische Heilpädagogik studiert. Und dann ist der Weg über München gegangen und Graubünden und Basel und irgendwann ist nach Winterthur. Ja, und du hast ja einen Doktortitel, Dr. Markus Müller. Was für ein Doktortitel ist denn das und wieso hast du dich gerade für diesen Studienweg entschieden? Tja, Doktortitel, das klingt immer so verrückt und noch verrückter klingt, wenn ich sage, das ist in Philosophie. Also keine Angst, ich werde nachher keinen Philosophieunterricht machen. Aber mich hat fasziniert, wie der Mensch denkt. Und das Verrückte ist ja, die Menschen denken meistens unterschiedlich. Keiner denkt gleich wie der anders. Und wenn man Berner ist, denkt man ein bisschen anders als die Ostschweizer. Und doktoriert habe ich über das Thema des unterschiedlichen Denken in Bezug auf behinderte Kinder und Erziehung von behinderten Kindern. Da kann man anthroposophisch, kann man medizinisch, kann man psychologisch, soziologisch, humanistisch, theologisch und weiss ich was denken. Was hat das miteinander zu tun? Das hat mich fasziniert und fasziniert mich bis zum heutigen Tag, auch was der Glauben betrifft. Ja, und wir haben es vorher gehört, du bist ja erst 68 Jahre alt. Du beschäftigst dich aber schon längere Zeit mit dem Älterwerden. Wann und warum hat dich das Thema überkommen und dass du dich so mit dem auseinandergesetzt hast? Ja, schau ich doch ein bisschen um, wie wunderbar die älteren Leute aussehen und wer das so ist und so. Und irgendwann habe ich das auch gemerkt, dass es noch ein paar Ältere um mich herum gibt. Und dann habe ich gedacht, das ist schon faszinierend. Was haben die ich denke, so möchte ich gerne noch älter werden, was haben die echt gut gemacht?
und was haben die vielleicht nicht so gut gemacht bei denen, wo ich sage, so eigentlich lieber nicht. Und das hängt ja nicht nur mit dem Äußeren zusammen, sondern irgendwie gibt es da etwas Inneres, das dann überspringt und wo man sagt, genau so wie er oder sie möchte ja älter werden oder so eben lieber nicht. Und die Frage, was haben die 80, 90, 100-Jährigen eventuell gut gemacht? Dann möchte ich nämlich etwas lernen, weil ich hätte gerne, dass es bei mir auch in etwa gut kommt. Und was haben andere nicht so gut gemacht? Und das herauszufinden, ist schon noch, glaube ich, gar nicht dumm. Super. Es sind nur noch 2 Fragen. Eine Frage, die mich noch interessiert: Du bist Initiant vom Verein Pro Aging. Um was geht es denn in diesem Verein Pro Aging? Ja, Pro ist das Gegenteil von Anti. Und ich finde es unmöglich, dass wir meistens ziemlich skeptisch sind gegenüber dem Thema älter werden. Ich habe jetzt 11,5 Jahre mit alten, sehr alten und sterbenden Menschen zusammengearbeitet und muss sagen, es kann etwas Wunderbares sein. Und die meisten Leute empfinden, vor allem wenn sie jünger sind, das Älterwerden sehr viel problematischer, als dass es wirklich ist. Dummerweise oft auch die 80- und 90-Jährigen empfinden das Älterwerden eher nur als Abstieg, als nicht mehr, statt als noch nicht und statt vielleicht als Aufstieg. Wieso eigentlich nicht? Und das, denke ich, das müssen wir ein bisschen mehr in die Bevölkerung hineinbringen, wo man mehr darüber hören, wie schwierig das alles ist, notfalls Sterbehilfe. Das finde ich furchtbar. Das Leben ist doch etwas Faszinierendes. Gott ist Lebensliebhaber, Gott hat das Leben lieb und von daher dürfen wir es doch auch lieb haben. Auch wenn wir ein bisschen älter werden und das eine oder andere vielleicht sogar ein bisschen schwieriger wird. Aber das ist schon mit 18, ich glaube so. Noch letzte Frage. Keine einfache Frage, aber ich will sie gleich stellen. Du begleitest ja unter anderem auch sterbende Menschen bis zu ihrem Tod. Was würdest jetzt du als Wichtigstes anschauen, um einem sterbenden Menschen mit noch auf seinen Weg zu geben? Das ist noch eine spannende Frage. Das ist natürlich immer unterschiedlich. Aber stellt euch doch mal ein Reisebüro vor. Was sagt euch eigentlich ein Reisebüro, bevor ihr die Reise antretet? Meistens können sie nicht ganz haargenau beschreiben, was wird sein. Aber ich glaube, sie sagen, was ihr vorher nicht vergessen solltet, an was ihr denken, bevor die Reise losgeht. Was ist elementar wichtig, damit die Reise im Sterben und nach dem Sterben gelingt. Und das ein bisschen zum Schreiben, in Wort fassen, das finde ich jedes Mal etwas Faszinierendes. Egal, was für eine Vergangenheit so ein Mensch hat. Ob christlich, unchristlich, ob kirchlich, unkirchlich, ob enttäuscht oder erfreut, wie auch immer. Das Reisebüro muss ein bisschen darüber aufklären, was kommt. Und das mache ich ganz gerne. Danke vielmals für die spannenden Antworten. Ich bin jetzt noch mehr gespannt auf deine Predigt. Und bevor wir uns jetzt auf deine Predigt einlassen, würde ich gerne noch für dich beten. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen für den Markus Müller, dass wir ihn heute unter uns dürfen haben. Danke für seinen Weg, den du ihn geführt hast und die vielen Erfahrungen, die er dürfen sammeln, die er auch bereitwillig kann weitergeben an viele Menschen. Und ich bitte dich, dass du unsere Herzen auch auftust und empfänglich machst für das, was du uns heute willst sagen, zeigen. Rüste du ihn aus, stärke ihn. Und ich danke dir, dass du da mitten unter uns bist. Amen. Amen. Danke. Also herzlichen Dank, dass ich ein paar Minuten hier unter euch sein darf und ein bisschen etwas teilen von meinem Hintergrund, von meinen Erfahrungen, auch von meinen Entdeckungen, die ich in der Bibel mache. Ich finde es faszinierend, was dort in der Bibel erzählt wird,
zu dem Thema älter werden. Gratuliere euch also für das ehrwürdige Thema würdig älter werden. Aber ich könnte euch ja fragen, habt ihr gewusst, dass jedes von uns, wahrscheinlich jedes, sonst könnt ihr euch nachher bei mir melden, aber jedes von uns pro Tag 24 Stunden älter wird. Egal, ob ihr das wollt oder nicht wollt, egal, ob ihr euch das bewusst seid oder nicht bewusst seid, aber jedes, auch der Jüngste unter uns, der wird pro Tag 24 Stunden älter. Hier dran können wir 0% verändern. Aber ich würde sagen, 100% verändern können wir das in welcher Art, wie dass wir älter werden. Und das gilt auch für einen 12-Jährigen genauso wie für einen 100-Jährigen. Die Art und Weise, wie wir älter werden, das können wir beeinflussen. Dass wir älter werden, nicht. Der Begriff würdig klingt wahrscheinlich ein bisschen fremd, aber ich würde trotzdem, sie sind so verstreut, so die durchschnittlich vielleicht 18 sind, würde ich mich fragen, seid ihr eigentlich bisher würdig 18 geworden? Ich nenne nochmal ein bisschen andere Worte, weil das ist vielleicht ein bisschen abstrakt würdig, aber seid ihr glücklich, zufrieden, friedevoll, gesegnet, dankbar, von Freude erfüllt, 18 geworden? Oder nicht so ganz? Und jetzt könnt ihr auch die anderen fragen. Also die 28-Jährige, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, das ist ja der Zeitpunkt von der sogenannten Quarterly Life Crisis. Für die Englisch können. Mit 28 hat man, so ein bisschen ganz grob gesagt, ein Viertel vom Leben hinter sich. Und das ist dann meistens so ein bisschen ein erster Tiefpunkt, vielleicht ausser wenn man 18 wird. Keine Ahnung, ob das beim Baden und Wettigen hier auch stimmt, aber die Statistik sagt es ein bisschen. Euch könnt ihr natürlich eben auch fragen, seid ihr würdig 28 geworden? Also gesegnet, dankbar, freudevoll, im Frieden. Seid ihr so 28 geworden oder vielleicht ein bisschen anders? Jetzt könnt ihr die 46-Jährigen fragen. Wisst ihr, was 46 meint? 46 ist in 72 Ländern nachgewiesen der Tiefpunkt der Lebenszufriedenheit. Also alle, die jetzt über 46 sind, denen darf ich sagen, es kann nur noch besser werden. Also älter werden muss etwas Wunderbares sein. Aber auch die 46-Jährigen plus minus würde ich fragen, seid ihr bisher würdig älter geworden? Und jetzt könnte man weitergehen mit den 65-Jährigen und mit den 80- und mit den 100-Jährigen. Wie ist das? Und auch dort würde ich die Frage stellen, gibt es vielleicht etwas, das mit mir selber oder auch mit meinem Umfeld, vielleicht sogar mit der Gemeinde zusammenhängt, wo das beeinflusst, ob ich würdevoll 18, 28, 46, 65, 80, 100 werde? Gibt es da etwas? Und dem ein bisschen auf die Spur zu kommen, das dünkt mich hochspannend. Ich habe es vorhin schon ein bisschen angedeutet, wieso dass ich so gerne mit älteren Menschen zusammenarbeite. Weil nach einem langen Leben, nach 80, 90, die ältesten Bewohner bei uns sind allerdings schon jünger als ich, das ist noch ein bisschen verrückt, aber 80, was ist eigentlich aus diesem langen Leben geworden? Was haben die Leute gut gemacht, was haben sie weniger gut gemacht und was muss ich machen, damit es hoffentlich bei mir irgendwie auch gut kommt. Mich fasziniert es und darum musste ich so ein paar Sachen auch in diesen Büchern aufschreiben. Jetzt gibt es allerdings noch eine zweite Tatsache, nebst dem, dass jedes von uns innerhalb von 24 Stunden am Tag älter wird. Nämlich, jedes von uns hat in seinem Leben bereits Dutzende von Weichen gestellt. Versteht ihr das mit Weichen stellen? Also diese Bändler vielleicht besonders. Als ich in Zürich war, bin ich noch froh, dass die in Zürich heute Morgen die Weichen nicht nach Wien oder Paris oder München gestellt haben, sondern nach Kilwangen. Das war noch tröstlich, dann bin ich nämlich ans Ziel gekommen. Ich glaube, dass jedes von uns in seinem Leben immer und immer wieder Weichen stellt. Und dann kann ich mich eben schon fragen,
Stelle ich im Moment, das könnte die 18-Jährigen, die 100-Jährigen fragen, stelle ich im Moment die Weichen so, dass mein Älterwerden wirklich eine gute Angelegenheit wird? Oder stelle ich meine Weichen so, dass mein Älterwerden eher ein Problem, zumindest für die anderen, vielleicht auch für mich wird? Und ihr merkt, ihr redet jetzt nicht nur, ob der Körper immer so funktioniert, wie ich es gerne hätte, sondern es geht um viel mehr als mein Körper. Es geht um mein ganzes Wesen, mein Herz, meine Seele, meine Beziehungen, all das. Ich frage mich zum Beispiel, die Entscheidungen, die ihr zurzeit fällt, egal wie alt ihr gerade seid, führen die in die Dankbarkeit oder führen sie in die Anspruchshaltung? Ich glaube, so etwas wirkt sich spätestens mit 90 fundamental aus. Oder seid ihr jemand, der Weichen stellt im Hinblick auf Versöhnung oder auf die Pflege von Unversöhntheit? Spätestens mit 90 werdet ihr das merken, ob sich das bewährt oder nicht bewährt. Ich habe neulich jemandem, ich muss zwar auf die Zeit aufpassen, ich weiss es, jemandem gesagt, der so voller Vorwürfe war, dem Vater und der Mutter gegenüber, war 96, Vater und Mutter haben längst nicht mehr gelebt. Aber ich musste die Person fragen, sag ich dir, wüsst ihr eigentlich, dass das Grab klein ist? Hat sie mich ein bisschen fragend angeschaut, genauso wie ihr jetzt. Dann habe ich gesagt, die ganzen Vorwürfe, die ihr jetzt in euch tragt, euren Eltern gegenüber, auch euren Kind gegenüber, glaubt ihr, dass die im Grab noch Platz haben? Und dann hat sie mich erstaunt angeschaut und gesagt, eigentlich glaubt sie nicht. Und dann habe ich gefragt, wäre das nicht eine gute Idee, jetzt die Versöhnung einfach miteinander voranzugehen. 14 Tage vor ihrem Tod hat dann die Tochter erzählt, hat es eine Versöhnung zwischen ihr und ihrer Mutter gegeben. Ich würde euch halt fragen, müsst ihr bis 14 Tage vor dem Tod warten? Oder könnte man das nicht vielleicht ein bisschen vorziehen? Ich würde sehr dafür plädieren. Auch die Frage, allein durchs Leben gehen oder gemeinschaftlich durchs Leben gehen. Man kann auch so in einer Gemeinde sein und sich entschieden haben, ich gehe allein durchs Leben. Niemand hat das Recht, mir reinzureden. Spätestens mit 90 werdet ihr merken, welches eine gute Idee war und was nicht so ganz eine gute Idee war. Also, jetzt gibt es zum Glück nicht nur Menschen, die heute 70, 80, 90, 100 werden. Ich könnte auch wieder fragen, habt ihr gewusst, dass auch Menschen in der Bibel älter werden? Vorhin beim David hat man es ganz kurz ist es aufgeleuchtet, wo der Gott das für den Psalm erwähnt hat. Habt ihr das gewusst, dass ein Abraham, ein Salomo, ein Paulus, ein Petrus, die sind auch alle älter geworden? Und wäre das nicht eine spannende Angelegenheit, mal ein bisschen darauf zu achten, wie sind eigentlich die älter geworden? Und könnte man nicht von denen in besonderer Weise etwas lernen? Der Abraham ist 175 Jahre alt geworden. Von ihm steht, dass er gut und lebenserfüllt gestorben ist. Nicht schlecht, würde ich eigentlich auch gerne. Salomo, was wisst ihr über ihn? 60 geworden nimmt man mal an. Und dann lesen wir so verrückterweise, können wir nachlesen, dass sein Herz am Ende sich anderen Göttern zugewendet hat. Dass sein Herz gegen das Ende von seinem Leben nicht ungeteilt Gott gehört hat. Das kann scheinbar passieren bei jemandem, der vorher sagt, Halleluja, bin immer dabei, immer das Beste, wunderbar mit Gott unterwegs zu sein. Und das Ende kann nicht gut sein. Man weiss nicht, was genau ganz am Ende im Leben von Salomo noch passiert ist. Aber auf jeden Fall ist einiges beschrieben von Sachen, die nicht so wahnsinnig gut waren. Dann Paulus, Petrus, Jakobus, Johannes, die sind auch älter geworden. Wisst ihr das? Könnt ihr sagen, was der Unterschied ist zwischen einem jungen Johannes und einem alten Johannes? Junger Petrus, junger alter Petrus. Junger Paulus, alter Petrus. Paulus. Wenn ihr das wollt, ein bisschen nachforschen, dann lade ich herzlich dazu ein,
Schaut doch einmal, wie der Paulus zum Beispiel als junger Mensch, relativ junger Mensch, in seinen ersten Briefen, die hat er etwa mit 46, 50 geschrieben, was er dort drinnen, wie er auftritt, wie er argumentiert. Und dann, 15, 20 Jahre später, schreibt er die letzten Briefe ganz kurz vor seinem Tod. Etwa Timotheusbriefe, Titusbrief. Und wenn ihr das mal vergleicht, dann geht von diesen Leuten im höheren Alter etwas ganz anderes, meines Erachtens etwas ganz anderes aus, als eben vorher. Dem ein bisschen auf die Spur zu kommen, wenn ich Zeit habe, sage ich nachher noch etwas zum Paulus. Ich würde mich aber gerne jetzt reinnehmen in aus meiner Sicht das faszinierendste Beispiel von Menschen, die alt sind worden. Wirklich alt in der Bibel. Da gibt es ein paar Exemplare. Der Abraham habe ich bereits erwähnt. Für mich die faszinierendste Geschichte bis zum heutigen Tag sind Elisabeth und der Zacharias. Ich weiss nicht, ob ihr die so gut kennt. Was wir von ihnen wissen, sie ist ganz am Anfang vom Evangelium. Also der Lukas, der fängt mit der Elisabeth und dem Zacharias an. Und dann lesen wir über sie, sie seien beide gerecht vor Gott und wandelten untadelig in allen Geboten und Rechtsbestimmungen des Herrn. Neuere Übersetzung sagt, beide lebten so, wie es Gott gefiel und hielten sich in allem genau an die Gebote und Weisungen des Herrn. Beide waren in fortgeschrittenem Alter. Was geheissen hat, sie waren wahrscheinlich etwa 70 oder 80 gewesen. Was fällt jetzt auf? Die Auffälligkeit ist ja, wenn der Lukas sie ganz am Anfang beschreibt, vor allem anderen. Sie waren sozusagen der Anfang vom Neuen gewesen. Darf ich das nochmal sagen? Die uralten Leute, die Lebenserfahrung damals, die Lebenserwartung damals war ungefähr zwischen 23 und 25 Jahren. Heute ist sie ja bei den Männern etwa 81, bei den Frauen etwa 85,9. Die Lebenserwartung, also das Vierfache von damals. Und die beiden waren schon so alt und genau sie, die uralten Menschen, bilden sozusagen die Brücke ins Neue, ich könnte sogar sagen, ermöglichen das Neue. Könnte es nicht sein, wenn wir das entdecken, dass wir sagen, hey, das sind jetzt wirklich faszinierende alte Menschen. Mit ihnen, so wie sie, fängt etwas Neues an. Sie sind die Brücke zum Neuen, sie als uralte Menschen. So am Rand beschrieben sie von der damaligen Zeit auch die sogenannten Ältesten. Der Matthäus erwähnt die etwa 10 Mal. Sie haben dazu geführt, dass Jesus gefangen genommen wird. Sie haben Jesus mit verspottet. Sie haben bewirkt, dass Jesus ans Kreuz kommt. Und jetzt merkt ihr vielleicht wieder, es gibt beide Spuren vom Älterwerden. Die Ältesten, würde wahrscheinlich jedes von uns sagen, so wie die Ältesten waren und dazu beigetragen haben, dass Jesus ans Kreuz kommt. So, Herr, bewahr du mich. Aber so wie der Elisabeth und der Zacharias, vielleicht wäre das eine gute Idee, auf sie noch ein bisschen zu achten. Sie als Wegbereiter und eben nicht als Verhinderer vom Neuen. Menschen vom Neuen, das dünkt mich verwunderlich, die Schönheit vom Alter. Ich sage noch 2 Sachen zu diesen Zacharias und Elisabeth. Das erste zum Zacharias. Auch er hat ja Zweifel gehabt. Ich weiss nicht, wie gut ihr die Geschichte kennt, sonst lese ich Lukas 1 dann nochmal nach. Er hat nämlich nicht glauben, dass das, was der Engel zu ihm sagt im Tempel, dass das stimmt. Nein, ausgeschlossen, dass meine Frau mit 70 oder 80 jetzt noch ein Kind bekommen soll. Das geht nicht. Ich weiss nicht, wie es euch gegangen wäre, wenn man euch das gesagt hat, so der 80-jährige Mann unter uns, eure Frau, die 5 Jahre jünger ist als die vielleicht, wenn jemand plötzlich zu euch sagt, deine Frau bekommt noch ein Kind. Mal schauen, wie eure Grundstimmung so ist diesbezüglich. Allerdings, das war ja nicht das Letzte.
9 Monate später hat der Zacharias dann plötzlich auf ein Tafel geschrieben, wie der Sohn soll heissen. Nämlich nicht so, wie die Tradition war, sondern so, wie Gott ihm gesagt hat. Und in dem Moment, wo er auf das Tafel das geschrieben hat, hat er plötzlich wieder reden. Ist das nicht für uns ein wunderbares Beispiel? Ich selber sehe auch sehr viele alte Leute, die wie sprachlos wurden. Manchmal ein bisschen enttäuscht, manchmal sagen sie, auf mich will sowieso niemand hören, ich habe sowieso nichts zu sagen, wer will denn etwas mit mir schon anfangen? Sie sind wie sprachlos, ohnmächtig geworden. Und jetzt würde ich fragen, hey, könnte man nicht beim Zacharias hier etwas lernen, wie wir alten Männer, vielleicht auch die Frauen, wieder sprachfähig werden? Was werden es alte Menschen, die sprachfähig werden über das, was Gott gesagt hat? Ich glaube, das ist nicht unattraktiv für alle anderen Generationen. Soweit das Erste, da ist etwas los, wenn der Wille von Gott passiert. Die Leute waren nachher ganz erregt, erfreut über das, was hier passiert ist. Der zweite Punkt, den ich gerne noch erwähnen würde, hat jetzt mehr mit der Elisabeth zu tun. Die war schwanger und hat sich dann zurückgezogen. Auch das kenne ich sehr gut, dass ältere Menschen sich dann einfach zurückziehen. Wieso? Es ist irgendwie schwierig unter den Menschen und so. Ich ziehe mich doch besser mal ein bisschen zurück. Und dann war aber die Elisabeth nicht der einzige Mensch auf der Welt, sondern es hat noch eine etwa 16-jährige Maria gegeben. Maria, sagt man, die war etwa 16, als sie Jesus zur Welt gebracht hat. Die ist schwanger geworden, hat damit rechnen, dass sie umgebracht wird, gesteinigt wird. Sie macht sich auf und geht zur Elisabeth. Maria aber machte sich auf in diesen Tagen und kam in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Die beiden Generationen begegnen sich. Die bisher kinderlose alte Elisabeth wird aus ihrer Isolation rausgeholt durch das junge Mädchen mit ungefähr 16 Jahren. Denn, was passiert? Die alte Elisabeth wird vom Heiligen Geist erfüllt. In dem Moment, wo die junge Maria zu ihr kommt. Aber jetzt, wer schnell denkt, ja, wir brauchen die Jungen, damit es den Eltern ein bisschen besser geht, die täuschen sich auch. Denn umgekehrt ist Maria die Gesegnete, die Elisabeth, die auch gelitten hat unter ihrer Situation. Sie segnet Maria, du Gesegnete. Und plötzlich leuchtet etwas auf unter diesen Frauen, wo einfach faszinierend ist. Und wir spüren plötzlich, ja, so wie der Zacharias ein Mann zu werden, auch im Älterwerden, so wie die Elisabeth auch im Älter zu werden, das könnte doch spannend sein. Jetzt stelle ich eine Quizfrage. Nämlich, was war mit der Maria los, als sie etwa 48 war? Also doppelt so alt wie die durchschnittliche Lebenserwartung. Also 160 in unserer Gesellschaft. Maria. Was war mit der Maria denn los? Wissen wir das? Wo ist es berichtet? Genau. Im Johannes 19, unter dem Kreuz. Unter dem Kreuz erscheint plötzlich die vermutlich 46-, 48-jährige Maria wieder und zeigt sich dort. Lesen euch die Geschichte. Es standen aber bei dem Kreuz die Mutter von Jesus, die Schwester seiner Mutter, die Frau des Klopas und Maria aus Magdala. Als nun Jesus am Kreuz seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter: Frau, siehe, das ist dein Sohn. Danach spricht er zu dem Jünger: Siehe, das ist deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Was ist das Erstaunliche für die alte Maria, die vorher ein 16-jähriges Mädchen plus minus war? Die Maria ist bereit, rauszukommen, unter das Kreuz zu gehen. Und wahrscheinlich das Schrecklichste, was eine Mutter miterleben kann,
wenn ihr Sohn hingerichtet wird, bei dem Geschehen dabei zu sein. Sie hat 1000 Gründe gehabt, sich zurückzuziehen und zu sagen, boah, furchtbar und so. Wir erfahren keinen Satz über die Maria von irgendwelchem Jammern, von irgendwelcher Auflehnung, von irgendwelcher Wehr oder so. Sie ist einfach da dabei und lässt sich von Jesus ansprechen. Sie ist die Angesprochene, die alte Maria, die Angesprochene von Jesus. Vorhin haben wir in einem Lied gesungen, mir ist wohl zu deinen Füßen. So irgendwie hat es geheißen, oder? Mir ist wohl zu deinen Füßen. Ich glaube, die Maria hat gewusst, der einzige Ort von meiner Sicherheit ist bei Jesus. Dann ist es Älterwerden etwas anderes, als wenn das nicht passiert. Und darum die älter werdenden Menschen einfach immer wieder da dabei zu sein. So wie das paar kurze Einblicke in ein paar biblische Situationen vom Älterwerden mit Elisabeth, Zacharias, Maria und jetzt könnte ich 20 weitere Beispiele bringen, immer und immer wieder hochspannend. Ich weiss nicht, ob der Psalm 92 kennt, der 15. Vers. Auch wenn sie alt wären, werden sie dennoch blühen, frisch und fruchtbar sein. Wenn ich so etwas höre, muss ich einfach sagen, hey, Herr, schenk mir, schenk uns die Gnade, solche ältere Menschen zu werden. Und falls jetzt die Jüngeren gesagt haben, hey, da lasse ich nicht mehr zu, das brauche ich alles nicht. Ich frage euch trotzdem, hey, ihr stellt jetzt Weichen, wie es dann in 20, 40, 60, 80 Jahren mit euch wird sein. Ihr stellt jetzt Weichen, ob ihr zu blühenden, fruchtbaren, frischen, alten Menschen wollt werden oder eben nicht. Für mich persönlich ist das hoch. Ich glaube, heute hat mir neulich der Buchhalter gesagt, dass ich wahrscheinlich etwa 650 Leute oder 700 Leute da dürfen begleiten in dieser letzten Lebensphase. Für mich ist es überhaupt nicht spannend, was die alles erlebt haben. Jeder etwas anderes, hoch interessante Sachen, aber das ist eigentlich nicht spannend. Sondern spannend ist, welche Weichen haben sie wenn, wieso, in welche Richtung gestellt. Und interessant ist, das könnt ihr nicht mit 80 Jahren anfangen. Dann sind die meisten Weichen nämlich gestellt. Eigentlich muss ich sagen, die können nie früh genug anfangen, die Weichen zu stellen, wie das später 80 und 100 wird. Für mich ist etwas vom Spannendsten, in Jugendgruppen ein bisschen über das Älterwerden zu reden. Dann ein bisschen zu sagen, was werden vielleicht mit 15, mit 18 für Weichen gestellt, wo man meistens im Alter wieder wie erkennen kann, ach ja, mit 16 hat er wahrscheinlich so irgendeine Art Entscheid gefällt. Beispiel habe ich auch vorhin gemacht, von Anspruch und Dankbarkeit, von allein oder miteinander, von versöhnt oder unversöhnt. Wieso diese Sachen nicht dann schon aufleuchten? Ich nenne euch noch eine interessante Stelle von einem anderen, den ihr vielleicht auch kennt, der Josua, also der Nachfolger von Mose. Auch dieser Kerl ist dann einfach älter geworden. Man höre und staune. Als nun Josua alt und wohlbetagt war, sprach der Herr zu ihm: Du bist alt und wohlbetagt geworden. Doch es bleibt noch sehr viel Land einzunehmen. Seht ihr im 13. Kapitel, im 1. Vers steht es. Denn im 18. Kapitel, wie lange seid ihr so träge, dass ihr nicht hingeht, um das Land einzunehmen, das euch der Herr, der Gott eurer Väter gegeben hat. Und dann am Schluss, Kapitel 21, es fehlte nichts an all dem Guten, das der Herr dem Haus Israel verheißen hatte. Alles war eingetroffen. Ich wünsche mir einfach, ich hoffe, ich kann euch ein bisschen gewinnen, ein Älterwerden ins Auge zu fassen, das eine Wohltat für euch selber ist und auch für andere. Und
Jetzt könnte ich viele Beispiele sagen. Vorbilder von mir. Ein Mann ist mittlerweile auch gestorben. Der hat von morgen um 3 bis zum Mittag um 11 Uhr sich nicht mehr bewegen vor Schmerzen. Die Ärzte haben alle gesagt, kann man nichts mehr machen. Wir alle, die ihn besucht haben, von der Pflege, ich selber, wo immer, wir sind immer ermutigend aus dem Zimmer rausgegangen. Was hat dieser Mann gut gemacht in seinem Leben? Damit er, wenn er auch unter höchsten Schmerzen leidet, eine Ermutigung kann sein für sein ganzes Umfeld. Dann sage ich, ja, das würde ich gern. Mögt ihr noch? Soll ich noch etwas sagen zum Petrus oder zum Paulus? Also jetzt könnt ihr noch auch, könnt auch den Kopf schütteln und sagen, es genügt. Genau. Also, an was könnte man jetzt erkennen, dass ein Petrus vielleicht ein bisschen anders war, als er jung war und als er alt war? Ich weiss nicht, welches Bild ihr habt über einen Petrus. Wahrscheinlich die meisten, die ihn ein bisschen kennen, haben so das Bild, da ist der Draufgänger, immer der Erste, der sich meldet. Manchmal liegt er ein bisschen daneben. Es gibt ganz peinliche Situationen in seinem Leben, wo er Jesus verleugnet, dass er nicht dabei war, dass er den nicht kennt. Also Petrus so richtig im Vordergrund, nicht so wahnsinnig beziehungsorientiert. Und jetzt vor diesem Hintergrund leset mal Petrus Briefe. Leset, wie er von der Herrlichkeit von Gott redet. 6 Mal spricht er seine Briefempfänger an mit «Ihr Geliebte». Kennt ihr das Wort aus dem Mund von Petrus? Wahrscheinlich nicht, weil wir lesen es nie vorher. Aber als er ein alter Mann war, man nimmt auch an, dass er wahrscheinlich da rund um 60, 65 war, redet er die Leute plötzlich an mit «Ihr Geliebte». Und wenn ich sage, «Ihr Geliebte hier von Baden», ist das ja nett. Aber ich glaube, wer Petrus Briefe liest, der spürt raus. Der Petrus meint es wirklich. Wir als geliebte Menschen unterwegs. Du eine Geliebte, ich eine Geliebte. Als Geliebte sind wir unterwegs. Sicher hat es nichts mit Besserwisserei, mit Rechthaberei zu tun, mit Anspruchshaltung und nie genügt und schlimm ist die Welt und weiss ich was. Ihr Geliebte. Und manchmal würde ich sagen, liebe älter werdende ab 46, hey, würde es nicht genügen, wenn wir davon ausgingen, als Geliebte unterwegs. Übrigens, der Johannes, es ist auch noch spannend, als er dann alt wird und von Ephesus nochmal seine 3 Briefe schreibt, unterscheidet er mal 3 Lebensphasen. Die Kinder, die jungen Männer und wahrscheinlich Frauen und die Alten. Wer immer das genau ist, die ab 25, nehmen wir es mal an. Die Alten. Was steht von diesen Alten? Da steht 2-mal das gleiche Sätzchen. Bei den Jungen, bei den Kindern, bei den jungen Männern steht immer etwas anderes. Bei den Alten steht das gleiche Sätzchen genau 2-mal. Ich habe euch Alte geschrieben, ihr habt den erkannt, der von Anfang an ist. Das würde ich mir von den alten Leuten auch wünschen. Sie haben den erkannt, der von Anfang an war. Gelegentlich sage ich manchmal unseren Leuten, hey, könnt ihr mir mal einen Tag einführen, wo wir gar nichts Negatives über die Welt sagen? Notfalls, wenn ihr es nicht schafft, einen Tag lang, probiert eine Stunde. Einfach eine Stunde nichts zu sagen, was negativ ist in dieser Welt, was der Putin und der Biden falsch machen und der Bundesrat und weiss ich was. Einfach mal eine Stunde Verzicht. Wenn man das mit 40 einübt, könnte es sein, dass es mit 60 schon ein Tag ist. Und was wäre, wenn es mit 80 dann ein Leben ist? Ich brauche das nicht als alter Mann, immer die Welt zu beurteilen, was alles schief geht. Es genügt, den erkannt zu haben, der von Anfang an ist.
Als letztes noch beim Paulus. Leset mal Timotheusbrief, der Titusbrief und staunet über die Formulierungen, die er dort hat. Stark sein in der Gnade. Sich mit dem Wort vom Glauben nähren. Das ewige Leben ergreifen. Und dann redet er von der gesunden Lehre. Habt ihr nie gehört? Im Römerbrief, Thessalonicherbrief, Korintherbrief. Es war nie die Rede davon. Von der gesunden Lehre. Vom gesunden Glauben. Vom heilsam gesunden Glauben. Vom Erscheinen für die, wo Jesus, vom Erscheinen von der Herrlichkeit für die, die Jesus lieb haben. Ich sage euch einen der letzten Sätze von Paulus, wo er Timotheus in seinem 2. Brief schreibt. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe Glauben gehalten. Hinfort liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag geben wird. Nicht aber mir allein, sondern allen, die seine Erscheinung lieb haben. Ich möchte so einen Satz irgendeinmal auch sagen können. Und das genügt. Und jetzt sage ich zum Abschluss noch, ich glaube, dass das nicht nur für eine Gemeinde wie euch, wie die FG hier in Baden-Wettingen Bedeutung hat, sondern es hat für die ganze Gesellschaft eine Bedeutung, wie das ihr älter werdet. Ich leide manchmal, darf ich euch das sagen, die Fenster sind ja zu, es gehört es nicht mehr. Ich leide manchmal, dass wir so viel reden über den Glauben und wie der Glaube stärker und besser werden kann. Und so wenig darüber reden, wie unser Leben gelingen kann. Gott ist Lebensliebhaber, nicht nur Glaubensliebhaber. Gott hat unser Leben lieb. Wollen wir miteinander nicht auch Lebensliebhaber und Lebensliebhaberinnen werden? Menschen, die das Leben wirklich lieb haben. Die Sterbehilfe, wo ich mich sehr damit auseinandersetze und muss damit auseinandersetzen, die Sterbehilfe ist wie eine gebrochene Liebe zum Leben. Und es bringt gar nichts, dagegen zu sein. Das wissen wir alle. Aber wo sind Beispiele in unserer Gesellschaft von den Lebensliebhabern und den Lebensliebhaberinnen mit 18, mit 28, mit 46, mit 65, mit 110 und wie alt ihr immer wollt werden? Ja, das wär's gewesen.